Ja, bin auf jeden Fall gut in den Tag gestartet. Habe eine Meditation gemacht. Joe Dispenza. Die finde ich genial. Ich kann jetzt auch immer stiller sitzen. Es ist wirklich, wenn man etwas mehr macht, wird es einfacher. Ich hatte ein bisschen Mühe gehabt am Anfang, weil ich mich stecken gerade angehockt bin und dann habe ich eigentlich sehr schnell Rückenweh bekommen. Und ja, dann nicht wirklich können relax meditieren. Und da habe ich jetzt ein bisschen querweisselt, beziehungsweise mit dem ChatGPT habe ich ein bisschen nachgeschaut. Ja. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, bin ich mir natürlich nie so sicher, wie der ChatGPT. Ich habe das Gefühl, das sagt einfach immer ja. Das sagt einfach immer ja, klar, man muss halt irgendwie selber mitdenken. Aber ich frage ihn etwas und der sagt ja voll. Dann frage ich ihn etwas anderes und dann sagt er, ja voll. Dann sage ich, ja, aber jetzt hast du vorher das gesagt. Dann sagt er, ah, ja voll. Okay, und genau, auf jeden Fall gibt's ja die verschiedenen Wirbelsäulen, Formen, auch so überstreckt und so. Ja, ich hätte es jetzt eigentlich noch können. Also mal in der Schule gehabt, aber ja, puhu! Ah ja, weg wie so vieles. Ja, auf jeden Fall gibt's glaub Lordose, Psychose, Lymphose, Dordose, immer neue Hose. Und je nachdem, wie der Rücken unten gekrümmt ist, kann es halt sein, dass das gerade machen extrem überstreckt und man dann eigentlich den Bauch vorn rausstreckt und somit auch eigentlich dann flach atmet. Oder wie man ein Hohlkreuz macht und so der Rücken dann überdehnt ist beim Atmen. Ist dann so oberflächlich oder so. Man kommt dann, man kann dann eigentlich gar nicht im Bauch einatmen. Und dann habe ich herausgefunden, dass wenn man so hockt, dass man im Bauch einatmet, ähm, dass man dann eigentlich richtig, wenn man durch das einatmet, fühlt sich zuerst der Bauch und nachher geht's eigentlich zur Brust rauf. Genau, und das geht wie nicht, wenn man im Hohlkreuz ist. Und bei mir ist es dann so gewesen, wenn ich gehockt bin, habe ich dann wenn ich gerade gehockt bin, habe ich dann quasi wie ein Hohlkreuz gemacht, aber habe das Gefühl, ich bin gerade. Ja, dann habe ich mich halt irgendwie überkrümmt und dann ist es gar nicht gegangen. Ja, auf jeden Fall, genau. Ui, schwankst da schön mit, wie in Achterbahn. Etwas anderes schreiben, so. Please smile. Naja. Mal schauen, ob das was wird. So, was kommt mir sonst so cool in den Sinn? Ja, die Idee mit der Zweitag-Challenge. Die Zweitag-Challenge, die ich dann zur Verfügung stellen. Einfach einmal, dass wir in die Gang kommen. Das Schwierigste ist, in die Gang kommen. Es ist, man stagniert, man prokrastiniert. Genau. Das nicht in die Gang kommen. Prognastation. Das ist ein verdammt schwieriges Wort. Oh, das Zündeli! Let's be sunny! Genau. Prostagnation. Ja, irgendwie so. Eigentlich schon bevor man irgendetwas anfängt, oder man hat immer die guten Ausreden oder die guten Sachauflagen. Aber morgen, oder machen wir dann, oder machen wir immer, ja, man macht's eben gar nie, wenn man nicht anfängt. Auch morgen ist man am gleichen Punkt wie heute. Oder das ist ein bisschen der Punkt. Man ist immer am gleichen Punkt. Wenn man es noch nicht gemacht hat, dann ist morgen auch nicht einfacher. Es ist dann morgen der gleiche Übermorgen. Und übermorgen ist dann der gleiche Übermorgen. Genau darum frag dich, ob nicht wirklich, ob du nicht, ob du nicht belügst mit, ja, machen wir morgen, weil, machst du es morgen wirklich? Wie oft hast du es schon morgen wollen machen? Darum, das Ziel ist eigentlich im Heute jetzt anfangen. Mit allem. Das ist eigentlich der erste Schritt und nicht morgen, sondern ich wollte etwas, also fange ich jetzt an. Und nicht, ich wollte etwas, schauen wir morgen. Weil das schauen wir morgen ist morgen, wir schauen übermorgen. Und wir schauen übermorgen ist, wir schauen übermorgen. Und dann hat man es dann irgendwann wieder vergessen, dann kommt es einem im Jahr wieder in den Sinn, was man eigentlich jetzt will. Und dann fängt man wieder das Gleiche an. Darum, was man will, sollte man eigentlich direkt umsetzen.
Also, wenn du laufen, dann solltest du jetzt auch gegen all deine, jetzt muss ich Gas geben, und einer. Wenn du jetzt laufen willst, also, wenn du denkst, ich will gerne laufen, dann musst du jetzt die Schuhe anlegen und gehen. Weil, sobald du sagst, oh, ich bin so müde, du mag eigentlich nicht. Ja, man mag auch so vieles nicht, aber, auch schaffen magst du nicht und gehst, oder? Also, du bleibst ja nicht daheim, dort gehst du ja auch. Also, das heisst, wenn du, willst laufen, musst du die Schuhe anlegen und gehen. Weil, wissen wir ehrlich, jedes Mal, wenn du es dann gemacht hast, ist es nachher fühlst du dich nachher eigentlich gut dabei. Oder? Es ist immer so die Überwindung. Und je öfter man sich überwindet zum's Machen, desto einfacher wird's. Drum, es ist eigentlich am Anfang, musst du dich zwingen, bis es dir Freude macht. Du musst dich eigentlich zu etwas zwingen, bis es dir Freude macht. So blöd es ist. So blöd es tut. Das heisst, du willst etwas, ich will laufen. Aber ich kann eigentlich gar keinen, mag ich nicht. Ich würde gern, aber mag nicht. Schuhe anlegen gehen. So oft, bis es selbstverständlich ist, dass du die Schuhe anlegst und gehst. Ohne dass du denkst, ich will gar nicht. Weil, wir sind Gewohnheitstiere und die sind, ja, die brauchen die Gewohnheit. Und eine Gewohnheit entsteht nicht aus einmal. Eine Gewohnheit ist aus mehr Sachen. Du machst es öfters. Eine Gewohnheit besteht aus öfters machen. Das heisst, du willst laufen, du gehst laufen. Du machst das dann am nächsten Tag wieder und dann wieder und dann wieder und dann irgendwann musst du nicht mehr daran denken, sondern du kommst einen Impuls über, die Schuhe anlegen, laufen. Am Anfang ist es aber so, ich will gerne laufen. Oh nein, mag gar nicht. Oh nein, eigentlich würde ich gerne, aber Schuhe anlegen gehen. Am nächsten Tag ist es immer noch, oh, ich mag nicht Schuhe anlegen gehen. Am übernächsten Tag ist es, oh, ich mag immer Schuhe anlegen gehen. Am übernächsten Tag ist, du lässt die Schuhe an, du gehst. So funktioniert unseres. So funktioniert der Mensch. Und das ist mit allem so. Darum, ja, es ist eigentlich wirklich mit allem so. Man muss sich zwingen, bis so scheiße es ist. Das ist mit allem. Oder? Und das Fiese bei Sachen wie Gummibärli ist, du probierst es mal und am nächsten Tag musst du dich nicht mehr zwingen. Bei allem, wo Zucker drin hat, du musst dich am Tag nicht mehr zwingen, weil du hast ein Belohnungssystem, das Belohnungssystem weiss, das geht geil! Und am nächsten Tag denkst du nicht, nein, ich habe keine Lust zum Kühlschrank zu laufen. Nein, du laufst zum Kühlschrank. Und holst dir die Scheiße aus dem Kühlschrank. Genau. Und Laufen gibt halt erst Belohnung, wenn's machst und nicht so der Instant Gratification, nicht so der Instant Kick. Nicht so wie alles andere, wie scrollen, das gibt dir Instant, oder? Ein Video machen gibt dir nicht den Instant Kick, das musst du zuerst machen und dann musst du merken, wie jetzt so, oh, schau, jetzt geht's plötzlich besser, als ich gemeint habe. Ja, eben, wie bei allem. Machen, einstellen, machen und jetzt bin ich 10 Minuten im Video. Wahrscheinlich kann man vielleicht eine Minute brauchen, aber egal, ich habe einmal gemacht, oder? Ich habe jetzt 10 Minuten drin geredet, dann sage ich kann reintalken und ich komme in die Gang und merke auch immer wieder, ich muss es einfach machen. Ich muss es einfach machen. Oder? Und das Gleiche ist eigentlich bei allem. Es ist eigentlich wirklich bei allem. Wenn du ein Buch schreiben, dann musst du anfangen. Und nicht morgen, sondern jetzt. Und wenn die ersten Zeilen schlecht sind, dann, meine Güte, du hast immerhin angefangen. Vielleicht kann man dann aber einen Satz brauchen. Stell dir mal vor, man kann jeden Tag einen Satz brauchen über ein Jahr von 30 Sätzen, die du schreibst. Dann hast du im Jahr 365 Sätze geschrieben. Das ist ja dann schon ein halbes Buch, oder? Das ist ja schon ein halbes Buch, oder? Jetzt das Buch. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber, damit wollte ich sagen, du wirst wahrscheinlich am 10. Tag 5 Sätze haben und am 20. Tag 30 Sätze haben und so weiter und so fort, oder? Aber das nie anfangen, haltet uns einfach so zurück. Das haltet uns einfach so zurück. Darum, ich habe jetzt einfach mal Play gedrückt, der View, ja, also, ich weiss halt auch nicht, ob der View gut ist. In erster Linie geht's jetzt darum, dass ich mich einfach mal wohlfühle. Vielleicht kann man das ein oder andere Video auch einfach brauchen, zum euch zeigen, dass auch ich anfange. Ja, auch mir fällt's schwer und ich mache einfach mal, gegen den Hate, für den Hate! Nein, wahrscheinlich auch gar kein Hate, das ist ja nur so einer in meinem Kopf so, ja, was denken die anderen? Jetzt sagt wieder, das schlecht reden, aber nein, wahrscheinlich denken sie, schau mal, der macht das, was ich ja schon lange denke, darum machen wir es jetzt auch einmal. Und ja, und so sollten wir auch den Mut haben, Videos, vor allem auch, ich sag jetzt mal, Videos zeigen, wo man halt vielleicht selber nicht so denkt, dass es etwas ist, aber der Mensch sehnt sich eigentlich immer nach Vorbilder und jemand, wo etwas vormacht, wo er noch nicht hat. Und ja, so wie ich jetzt zum Beispiel mal vormache, ich mache mal Videos, obwohl ich eigentlich noch nicht wirklich Eier dafür habe.
Wahrscheinlich merkt man es nicht, wenn man die anderen Videos angeschaut hat, aber es ist mir eigentlich jetzt mal auch ein bisschen unwohl. Bis ich mal drin bin, dann ist mir wohl. Also es ist eigentlich der Startknopf, aber sonst kann ich Stunden reden, ich kann wirklich Stunden reden. Uah! Mein Trinken ist umgekehrt. Nein, ich kann Stunden reden, aber sobald die Kamera läuft, ist es wie so ein Reset, oder? Es ist vielleicht auch mehr so, dass ich sehr intuitiv und sehr direkt aus dem Affekt raus, meinen nächsten Gedanken bekomme. Und was die Schwierigkeit ist, wenn ich Play drücke und etwas erzählen so. Was will ich denn jetzt erzählen? Oder auch im Vorhinein mir überlegen, was will ich eigentlich erzählen? Dann kommt mir nichts in den Sinn, weil ich überlege mir am Tag nie, was will ich erzählen, sondern es erzählt einfach. Und sobald ich mir denke, was will ich erzählen, kommt mir nichts, weil ich habe mir noch gar nicht überlegt, was ich erzählen will, weil ich immer aus dem Affekt raus erzähle. Und vielleicht geht's euch auch so, darum macht einfach mal die hure Kamera an. Jetzt bin ich 13 Minuten drin. Ich bin jetzt eigentlich nonstop am Reden. Habe ich mal angefangen und habe mir halt gesagt, vielleicht habe ich 1 Minute, vielleicht habe ich 5 Minuten, vielleicht habe ich 10 Minuten, vielleicht habe ich plötzlich ein 20 Minuten Video, wer weiß. Aber man muss anfangen. Man muss anfangen. Und ich habe jetzt angefangen und jetzt morgen habe ich da vielleicht noch ein cooles Schild hängen. Peace, Love and yeah. Ja, genau. Und so von jeder sind Weg an. Die einen fangen so an trainieren, sie gehen ins Gym, fühlen sich unwohl. Nach dem 10. Tag laufen sie ins Gym rein und denken, jetzt, ich bin der Maschine. Ja, natürlich, das, oder? Man wächst in alles rein. Man wächst einfach in alles rein. Der Velo fährt, ist am Anfang auch, oder sieht die anderen Velofahrer, fährt eins Velo einem vorbei und dann denkt, aber wenn man dran bleibt, man muss dranbleiben, man muss es machen. Und wenn man ein Jahr lang Velo fährt, dann ist nachher gut Velo gefahren, oder? Sorry, ich bin gerade noch etwas anders gewesen. Amix kommen halt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich bin da am Auto fahren und man sagt, ja, ich auf die Strasse schauen. Aber ich habe immer ein Auge auf der Straße, natürlich. Und da, aus dem Fenster raus. Leider dürfen die zuschauen, was da Schönes passiert, hä? Genau, das ist schon immer Überraschung. Wo ist der Fabio? Findet raus, wo ist der Fabio? Ja, genau, also jetzt bin ich dann beim Schaffen, einer von meinen letzten Arbeitstagen, weil, ich mache die Scheiße nicht mehr lang mit. Ich habe anders vor. Ich möchte, aus dem Ganzen raus, oder ich werde aus dem Ganzen raus und ich möchte euch wirklich auch ermutigen, macht euer Ding, macht euer Ding, macht euer Ding, macht einfach euer Ding, macht euer Ding. Also ich muss, vielleicht nächstes Mal ein anderes Video.